Ja Leute, die Schlacht hier bringt mich ein bisschen zur Verzweiflung, weil es zieht sich hin wie so ein elendiger alter Kaugummi, vor allem mit den ganzen Lakaien hier noch und so. Und ich müsste hier eigentlich mal die Schotten dicht machen, was aber sehr, sehr schwierig ist. Weil am besten Willen kommt man einfach nicht durch. Kann machen, was er will. Frage war jetzt auch, Valba heilen? Ja, nein, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal was. Ich versuche was. In der Hoffnung, die Strategie geht auf. Strategie ist, dem Gegner bin ich scheißegal. Er greift meine Feinde an. Das ist meine Strategie. Ob sie klappt. Ich habe so meine Zweifel. Aber es ist Tatsache, ich komme sonst nicht weiter, sonst dauert das noch gefühlte 11 Stunden und Tage und hast noch gesehen und noch viel mehr von allem und das, nee, das will ich nicht, ich will es keinem zumuten, deswegen habe ich jetzt mal die Hoffnung, dass ich die Truppen ein bisschen dezimieren kann, logischerweise, ich greife an. Gleichzeitig aber auch mit meinen Illusionen halt so einfache Ziele geboten habe und ich somit halt noch ein bisschen was reißen kann. Zum Beispiel mal den platt machen. Ich hätte eine andere Fähigkeit nehmen sollen, damit ich auch sicher treffe, aber Seba ist das scheißegal, der trifft sowieso. Und vor allem levelt er mal davon. Zählenschlüssel. Ja, ich kann sie ja mit ihr jederzeit wiederholen. So. Gehe ich da hoch. Das noch angreifen und zwar den da. Na toll, 72%, beide mal daneben. Das ist nicht mal ein richtiges Schwein. So. Ich bin gespannt. Greifen sie echt jetzt meine Illusionen an oder sagen sich die einen Typen auch nö? Zum Beispiel jetzt. Strategie war für den Arsch. Wie soll ich denn hier auf Celikas Route... Klar kann ich das Katz-und-Maus-Spiel weitermachen und so, aber es ist doch einfach mühsam. Das war die Strategie, weil sie sowieso nicht treffen. Kann es eigentlich nicht sein. Also, sie sind auf sie losgegangen. Warum? Das wäre eine gute Frage. Problem ist ein bisschen, ich habe eine andere Strategie, die klappen könnte. Ganz kurz, ich zeig's gleich. Das war ein bisschen wenig. Ja, Strategie halt mit Celica heilen. Wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und dann... Mal gucken, was gleich passiert. Ich werde jetzt ziemlich sicher Animation gleich mal ausschalten, weil es geht mir einfach zu lange. Also Strategie ist immer die gleiche, es sind Illusionen, sie müssten schwächer sein, sie müssten sie triggern. Aber naja. Ob es echt so ist, das wissen wohl nur die Götter. So. Also eben noch ein gutes Ziel. Da habe ich schon mal gesagt, warum. Sie hatte weniger Verteidigung, genau. Also erstmal Palla soll angreifen. Ich habe gerade vorhin gesehen, die konnten relativ gut ausweichen. Das ist ja auch ein Vorteil, war. Dass er halt eben mit diesen Pegasus-Einheiten hier viel besser treffe und vor allem besser ausweichen kann. Jetzt klappt die Strategie. Warum? Weil, ja, Anzahl KP. Aber dass man so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht doch daran liegt. Jetzt natürlich die anderen nicht in der Nähe, deswegen greift es jetzt von da an.
Also sprich, sie würden eigentlich immer die Einheit angreifen, die wenigstens KP hat. Und diese Illusion natürlich im Verhältnis sehr wenig KP. Deswegen ging der Plan hier soweit ganz gut auf. Jetzt mal schauen. Also Ziel ist Valba, ich muss mit Valba oder mit Saber, ich muss hier zumachen. Schicht im Schacht und so. Das heißt, ich muss erstmal Valba heilen. Sonst habe ich ja ein ganz großes Problem. Dann habe ich hier den Boss noch, okay. Den würde ich doch gerne Saber geben. Weil ich glaube... Ja, natürlich macht es Schaden. Mir geht es ein bisschen mehr um die Höhe. Und der wird ordentlich draufziehen. Man leck mich am Arsch. Okay, ich mache Aura. Ich treffe nur 91, aber das macht ziemlich viel Damage. Ich irgendwie vorschwächen könnte. Der macht zu wenig. Mit denen traue ich mich nicht ganz ehrlich. Saber, kannst du irgendwas... Er kann, wenn er will. Diesen verdammten Scharfschützen. Das ist auch noch so ein Problem. Okay, das hat jetzt soweit ganz gut geklappt, wie ich es eigentlich auch wollte. Das will ich nicht. Ich greife doch mal hier an, ganz kurz. Was ich noch gemacht habe. Dann ist ja trotz allem im Bosskampf war, also mit ihm platt machen. Aura, One-Hitten, nicht daneben. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Gut. Doch, doch. Genau durch uns. So, jetzt lüften sich langsam nochmal die Reihen hier. Ja, nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Frage ist ja auch, was mache ich mit Selk hier noch groß, wa? Dann noch mehr Verteidigung. 85 ist eigentlich schon relativ gut. Will ich hier ein Risiko eingehen? Wenn ich Rella sein will... Ja, komm, ich gehe mal Risiko ein. Ich werde es gleich wieder bereuen. Ich kenne doch mein Glück. Okay, okay. Er macht eh keinen Damage bei Valba. Mhm. Würde ich hier auch sagen. Nehmen wir noch 16. Bowie kann ihn einfach nicht killen und das ist voll scheiße. Nachher ist auf 10 KP unten und dann kann er sowieso vergessen. Ja, Bogenreichweite +1, mein Gott. Er trifft natürlich nichts mehr. Oh, das ist zum Kotzen mit Bowie. Ja, Lederschild und so, das kümmert mich jetzt eher doch weniger. Der macht mir vor allem Angst. Und die eigentliche Frage ist ja, wird er überhaupt treffen? Das ist ja, wie ich finde, die große Quizfrage. Und ich habe das Gefühl, Scharfschützen sind hier ziemlich benachteiligt. Deswegen gehe ich jetzt mal das Risiko ein. Ja, ich gehe es ein, komm. Von nichts kommt, nix. Okay, hier geht das Risiko doch nicht ein. Jetzt muss ich bei dem, okay, machen wir sowieso einen Bogen und so. Weniger Schaden. Ich bin immer noch sehr gespannt darauf. Ich sag mal so, wenn ich dann einen Schacht zumachen kann mit Valba, dann ist es gut und dann habe ich gewonnen. Bisher ist es gut, sie ist dann noch einer in der Nähe, dann holt das hoffentlich der große Scharfschütze. Ja, okay, gut. Das ist eigentlich ziemlich nahe dran. Würde ich es mit Celica schon schaffen, ihn zu killen?
Frage. Selika, kannst du so weit? Die kommt natürlich nicht so weit. Allerdings mit dem Donner. Sie erreicht den da oben einfach nicht. Scheiße. Andererseits kann ich natürlich fliegen. So würde ich ihn erwischen. Purgativ-Style. Okay. Wir müssen durchatmen. Jetzt muss der erstmal weg, was natürlich nicht sofort geht. Dann geht erstmal der weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Valba hier dicht machen, kann ihn sogar noch angreifen. Dann ist hier erstmal Ruhe mit dem Durchgang. Jetzt könnt ihr sogar so intelligent sein oder so weit gehen und sagen, komm, ich hau sogar ganz ab. Ich stehe jetzt im Wald und ob der da oben mich jetzt noch trifft, finde ich jetzt eher fraglich. Ah. So. Sie hat auch relativ viel Verteidigung, die wird da auch gut ein bisschen was reißen können. So. Jetzt kann ich hier endlich wieder reinmarschieren. Puh. Gehen wir hier sogar mal außen rum. Ich habe nur noch 2 Scharfschützen irgendwie im Bogen. Wieso hat er den eigentlich rausgerüstet? Hä? Der hat gar keinen Bogen. Nur noch einer. Toll. Natürlich voll getroffen, warum auch nicht? Oh! Ja, nee, ist klar, oder? Wegen der scheiß Entscheidung. Jetzt plötzlich alle auf ihn los, obwohl ja eine Pegasus drin im Wald war. Und natürlich sagt das Spiel so, nö, hab keinen Bock drauf. Alter, ganz ehrlich, wie oft habe ich mir das Seitenrad schon eingesetzt? Also mal jetzt bisher im Spiel, im Let's Play. Um ehrlich zu sagen, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß nur eins, es war viel zu viel. So. Der ist ja so ein Arsch, der kommt ja eh bis in alle Scheißecken. Kann ja machen, was ich will. Also lass es mal so und hoffe das Beste. Schon wieder. Ich wollte gerade sagen, bis einer langsam auf sie losgehen. Der trifft nicht, sehr gut. Geht auf Alba los, viel Spaß damit. Der lässt doch einen ab, ganz ehrlich. Er trifft sogar. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Und deswegen sage ich mal, tschüss. So, wieder ein bisschen Licht am Horizont. Natürlich geht es zweimal daneben, was auch sonst. Du, ganz ehrlich, ich kann warten. Ganz ehrlich, jetzt haben wir so lange durchgehalten, jetzt... Nee, halt doch einfach aus, tschüss. Ist mir doch scheißegal. Wie kommt der... Ah gut, kann ich noch nach unten latschen und so. Ist trotzdem, wenn ich ehrlich sein soll, ziemlich krass, dass die hier so abliefern. Es ist einfach nur krass. So, ich habe jetzt hier eigentlich langsam ein bisschen die Schnauze voll. Deswegen mache ich so. Mal ganz kurz Valba heilen.
Sie heilen mal noch Celica, der ist aber da dringend nötig. Du fliegst da hoch, das ist eine schlechte Idee natürlich. Du fliegst nach unten, wartest bis zum nächsten Mal geheilt wirst. Und ich stolle weiterhin. So, tschüss. Saber, altes Haus. Na, hast du Bock zum da richtig mitmischen? Ich würde sagen, ja, du hast Bock. Du hast richtig Bock. Sogar Saber hat richtig Bock. Saber, Walba. Entschuldigung. Bin gerade leicht verwirrt. Man merkt es vielleicht. Nur ein wenig. Aber trotzdem. Gut, jetzt ist da vorerst mal kein Durchkommen mehr. Dann ist auch hier oben wesentlich leichter. Man trotzdem mal ganz kurz ein Purgativ auf Saber. Es ist mir ein bisschen zu gefährlich mit dem anderen Typen da. So, schon besser. Dann sage ich hier oben mal guten Tag, wa? Servus, was geht denn so? Und der Grüezi miteinander. Ein bisschen Grüezi gefälligst. Ja, und da hauen sie ab, weil sie merken, oh scheiße, wir haben gar keine Chance mehr. Will ich aber langsam mal behaupten. Du gehst mir aber richtig auf den Sack. Mach einmal ein bisschen Schicht im Schacht, damit keiner mehr durchkommt. Und kill den by the way noch. So, wie sieht's denn hier aus? Können sie denn jetzt auch noch ein bisschen killen? Nee, nicht ganz, muss ich abhauen mit dir. Oh. So, wird wohl kaum durch einen Hit gekillt werden. Was ich hier groß machen soll, habe keine Ahnung. Nein, Erholung. Ja, ich versuch's, ja. So, Freunde, ihr seid mir die längste Zeit auf den Sack gegangen. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Ja, vielleicht trifft er ja. Nee, und der Gegner trifft. Warum auch nicht? Hey, es ist da der Gegner. Der Gegner trifft eh alles. Weil es ist der Gegner. Willst du in One-Shot mit dem Sakralschwert eher eine geringe Chance? Gut, Seraphim killt ihn sicher. Okay. Das heißt, er kann es trotzdem wagen. So. Wird auch gehen? Okay. Könntest du auch so machen. Kill wirst du nicht sicher. Wie sieht es denn hier aus, wa? Spaltung. Yes. Kreuzschnitt. Yes. Nimm ich. Feuer. Nee, Seraphim. Oh yes. Donner. Naja. Direkt angreifen. Das Sakralschwert haut auch rein, aber killt ihn nicht. Deswegen mach hier Seraphim und tschüss. Das war's, Freunde. Nochmal 2 Parts habe ich gebraucht für so einen Scheiß, ey. Also die Kämpfe sind so mühsam. Im Anfang hatte ich irgendwie vielleicht maximal ein Part. Maximal. Nicht so eine Scheiße. Jetzt geht's aber schnell. Hä? Achso, jetzt kannst du noch rein und so. Say, boss, I got some news. Kinda bad, like.
Well, don't just stand there, idiot. Spit it out! The desert stronghold's been taken. What? Was it Deliverance? It was, wasn't it? Those lousy, no-good, dung-eating... Actually, it was a girl and her friends. Some kind of priestess or something? Kind of an odd mix if you ask me. A mercenary, couple of kid mages... Kids? You're telling me that Wolf lost to a girl and some children? Who is she? I need information. All of it. Give me the goods! I got nothing, boss. I'm sorry. All I know is what I told you. Kid's a priestess, yeah? Oh, and she had a mark on her right hand. So what do we do now, boss? Our men are saying she's coming here next. She's gonna come here and get... Shut up for a second. Did you say she has a mark on her right hand? Yeah, boss. That's right. Well, I'll be dipped in hog fat. That's the last to say was searching for. That mark is proof a member of the Zophian royal family is still alive. And you say she's headed here now? Looks like Lady Luck finally decided to let me take her to the barn dance. Working with Desai was good business for a while, but he's finished now. But if I serve that girl up to Rigel on a silver platter, then even if they take over all of Zofia, we'll still be sitting pretty. Dean! Sonia! You called? Did you need something? We're expecting guests. Some little girl and her merry band of friends. Dean, set up in the northern desert. Sonia, you take the south. I want the girl alive. As for the rest, well, have some fun. You earned it. You got it? You don't need to shout, sir. There's nothing wrong with my hearing. If there's nothing else, I'll be going. Understood. I'm off as well. Bah! Impudent louts. Still, I suppose they get the job done. And once they do, I'll have a Zophian princess in my collection. Okay, jetzt ist das Interessante, kommen sogar getrennt. Das heißt, sie sind ziemlich stark in dem Fall. Dean und Sonia, war das? Genau, Dean und Sonia. Gut. Ich gehe jetzt mit Celica nochmal kurz hier rein. Nächstes Paar machen wir mit Celica direkt weiter, weil, ja, sein Ding war ja im Prinzip zu Desai zu gehen, ihm Platz zu machen. Das erste Hauptziel ist zwar natürlich hier oben hin. Bei Celica ist es erstmal hier hin und dann zum Tempel, also zum Schrein. Natürlich geht das ein bisschen schneller. Das heißt, ich gehe erstmal mit ihr natürlich rein und gucke mal ganz kurz noch das hier an. Das machen die in dieser Folge, ja, egal wie lange das dauert. Was aber interessant finde, ganz kurz noch. Als Greef davon gehört hat, dass Celica einen Arm trägt. Er hat zwar gesagt auf der rechten Hand, okay, aber trotzdem, dass sie einen Mal trägt, hat er automatisch geschlussfolgert, dass sie die Prinzessin sein muss. Sprich, von königlichem Blute, König Zophias. Aber Alm trägt ja auch einen Mal. Deswegen war Lord Berkudia so angepisst, sag ich jetzt mal. Aber die beiden können keine Geschwister sein, weil Celica kannte ihren Bruder ja und sie weiß, dass Alm es nicht ist. Also, wer ist Alm dann? Oder woher ist er königlich? Oder ist sein Mal ein anderes? Ich meine, er hat es auf der linken Hand. Was heißt irgendwie mal auf der rechten Hand für Sophia und mal auf der linken Hand für Rigel vielleicht sogar? Wäre mal ganz schräg. Back home, my sister Katri and I served as knights of the Queen. Not us, though. She'd already left the order before she was taken prisoner. She chose a peaceful life and yet ended up with this. It's a bitter irony. Das ist leider wahr. Greef didn't become king of thieves by being a fool. He's a shrewd one. He's been sending Desai bribes aplenty to escape justice for his deeds. And his men are no better. The pirate Barth was one such, in fact. I hear there are still captives rotting away in his dungeons. Some have been there for years, poor souls. If there's any way you could help them. Ja, werden sie befreien. If I had to describe my sister Est in a word, it'd be free. Which is ironic. When the last war ended, she left the Order of Knights the next day. Said she was opening a shop with some boy she was fond of.
She does what she wants and says what she wants, and damn the consequences. There are times I envy her. Ja, aber hoffentlich nur manchmal, weil das stellen wir jetzt gerade ein bisschen, ja. Sehr egoistisch vor. Oh, eine Stahllanze. Schon wieder. Ich meine, kann man eine Stahllanze rüberschicken zu allem. So ist sie nicht, aber wundern tut es mich schon ein wenig, weil ich ganz kurz noch schon dabei bin. Bowie trägt ja eh kein Item mehr. So, KP hat er gar nicht. Okay, nehmen wir mal das. Jetzt irgendwie ein... Naja, ich bin froh, dass er ein Eisenschild trägt. Klar, Eisenschild kann jeder tragen, von dem her. Aber ihm steht es eigentlich relativ gut wohl. Stahllanze, ne, er braucht es eigentlich schon, dann gebe ich sie ihm wieder ein Eisenschild. Ich habe aktuell eh keinen Bogen, oder nicht mehr, weil ich ihn verkauft habe. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so doof. Kamui trägt ja eh das Teil noch. Also im Prinzip Eisenschild tauschen, damit er auch ein bisschen mehr Defense hat. Ich meine, er hat 6 Speed, er doppelt sowieso nichts, versteht ihr? Und ob ich Lee noch lange im Team behalte, ist eh ein anderes Thema. Oh, Valba doch. Problem ist natürlich, das Teil ist ziemlich schwer. Und nochmal ganz kurz, Stahllanze 4:80, 3:70. Man kann es mal probieren, weil bei Valba spielt es nicht so eine Rolle, ob er trifft, er soll vor allem blocken, versteht ihr? Deswegen, ob er jetzt ein Langspeer, ob der trifft nicht, ist bei ihm jetzt eher zweitrangig. Naja, so, Beratungsraum oder Verlies, ich gehe erstmal im Verlies, vielleicht ist hier doch noch etwas. You really saved the day. Thanks a million. Name's Jesse, by the by. I'm just your average garden variety merc. So I spotted this girl at the port of Zofia. Real cute, you know? Anyway, then I hear she's about to get sold off as a slave. You believe that? Well, I don't let ladies get sold into slavery on my watch. No, sir. So I up and chased after her and wound up getting caught. Turns out trying to take on a group of slavers single-handed is a terrible idea. Anyway, that's my story. What's yours? You're all traveling together, yeah? Looks like a real fun group. Don't suppose you got room for one more? Stellt sich gleich raus. You're familiar with this area, are you not? We're headed to Greith's Citadel, and the way seems perilous. Could we ask you to guide us there? Greith's Citadel? Look, you seem smart and capable and all, but I wouldn't recommend it. His payroll's a veritable who's who of Zofia's nastiest thugs. And no matter how tough you are, I don't like those odds. But there must be some way. Maybe ask the Deliverance? They're nuts. They might be up for it. They chased off Desai, didn't they? Which is actually pretty impressive. The Deliverance force marches west to the border to fight the Regalian army. Do they now? Well, that's optimistic. Guess that means you're out of luck. Oh, come on. Don't give me that look. Damsel in distress types slay me. Just break my heart. I mean, not that you're a damsel or anything, but... Well, I suppose there is one thing you might try. And what's that? Dean and Sonia. Two of Greith's best. They're a tough lot. But it's not loyalty that keeps them in Greith's service. I don't know the specifics, but it's clear they have their own ambitions. They guard his citadel from the north and south ends of the desert. Break through one, and you'll have a clear path to move on Greith. Whichever you fight, the other won't go out of their way to chase you down. Probably. Hey, hold on. Like I said, going up against Greith's entire force at once is suicide. But knock out Dean or Sonia and focus on Greith and his men at the Citadel. Well then, you might just have yourself a chance. And if you're wrong and they chase us down while swearing bloody revenge?
Yowza. Yeah, in that case, I'm guessing you're probably dead. The fact you've worked as a mercenary this long staggers the imagination. Oh, shucks, you little flatterer. That's sweet of you to say. Look, your ultimate goal is getting to the Temple of Mela, right? So this thing with Greeth is just a bit of, what? Community service? That's admirable. But think long and hard before you make the trip. Alter, das ist ein langes Quatsche. Interessant, dass sie noch auf Desais Vernichtung hinweisen. Finde ich jetzt ganz cool. Eben, dass Celica und Almsrud ist halt doch sehr, sehr ineinander greifen. Auch storymäßig. Finde ich sehr cool. Irgendwo umgekehrt gewesen, wenn ich jetzt zuerst hier gewesen wäre mit Celica und dann, ich sollte zuerst mit Celica Greeth platt machen müssen. Dann wäre vielleicht eine Anmerkung bei allem gewesen. Egal, einen von beiden platt machen. Die Frage ist natürlich, was passiert mit dem anderen? Haut er echt ab? Oder schließt er sich uns an? Oder kommt er später stärker zurück? Das könnte ja auch sein. Nochmal stärker zurück, kann er erstmal Jesse angucken. Oh, der gefällt mir aber besser als... gut, das ist Level 6 als Söldner. 11, 10, 12, 9. Ich gucke erstmal die oberen Werte an. Alle besser als bei ihm. Resistent. Was? Der hat Resistenz? Und soll er mit Resistenz? Was sehe ich denn sowas? Saber hat eher Verteidigung, aber trotzdem Resistenz. Ich glaube, wir haben einen Partner für Saber. Das heißt, Kamui kann es verpissen. Der gute Jesse. Warum eigentlich nicht? Aber ganz kurz, ja gut, ich sortiere sie ein bisschen anders, war. Im Prinzip die Einheit, die ich sicher mitnehmen will. Da haben wir noch ein bisschen unentschlossen, wobei ich hätte Jesse eigentlich auch den Schild geben können. Eisenschild, wobei er droppt seinen Speed. Aber nur um 1, Alter! Dann hätte Jesse 8 Verteidigung, 7 Resistenz. Er würde auch ziemlich einen Damage machen. Und Lien wäre wieder mal angearscht. Der hat den Bogen, warum sollte er? Ja komm, weil... Das Problem ist, Eisenschwert... was bringt mir das, wa? Oh, trägt er es ja. Eisenschwert macht 2 Schaden plus. Ja gut, macht er halt zwar nur einen... er hat dann nur 11 Angriff. Aber dafür haut er auch ordentlich rein. Leck mich am Arsch. Geschwindigkeitsdrop nur 1, dafür 4 Verteidigung mehr, 9:7. Damit hätte ich jetzt endlich nach Valba und Sebe noch eine weitere Einheit, die ich da ein bisschen reinschicken kann. Gut, klar, mehr. Achso, der trägt noch ein Lederschild, stimmt. Habe ich extra belassen wegen den Ringen, ne? Ich hatte ein bisschen zu wenige. Lederschild könnte ich eigentlich auch. Ne, Lien soll eher auf Abstand gehen und ganz ehrlich, ob ich Lien und Kamui noch behalte später. Und Atlas muss auch erstmal gucken, was der nachher so treibt. Kann auch ihm hier Schattenschwert geben, wa? Glück hat er eh keins. Alter! Der mit dem Schattenschwert! Heilige Scheiße! Saber trägt das Stahlschwert schon auf Maximum, ist eigentlich damit gut. Warum eigentlich nicht, wa? Was bin ich jetzt? Geschwindigkeit 3, Glück. Aha! Da kann man gar nicht mehr abziehen. Glück zieht offenbar gerade alles ab. Gut, das... Angriff dafür immens Hochgeschwindigkeit. Nee, kann ich nicht machen. Ist Schattenschwert selber cool und so. Ich muss vielleicht noch ein bisschen upgraden, aber ganz ehrlich, wenn er dann plötzlich nur noch 7 Speed hat, das ist zu wenig. Das geht nicht. Nee, geht echt nicht. So, ich weiß, der Part dauert schon Ewigkeiten, aber ist mir scheißegal. Oh, da haben wir noch ein Rion-Schild. Wo habe ich den jetzt gebraucht, Leute? Oh, Spaltax, cool, so brauchen wir einen. War das nicht so, dass ich ein Rion-Schild irgendwo anders brauche? Bei Almsrud? Ich hab's irgendwie so im Hinterkopf. Stahlbogen! Ja, so schnell kann es gehen, wa? So, jetzt kriegst du ja nochmal einen Stahlbogen. Sehr gut. Den Schild. Ich gucke jetzt auch mal ganz kurz, ob er den überhaupt tragen könnte.
Gibt aber auch Resistenz. Der Schild des Hauses Rion von Sophia. Aber Gewicht 3. Oh, das droppt den Speed. Das droppt den Speed bedenklich. Mei hat zwar Speed 12, aber dann braucht sie natürlich. Ne, ein Schild, der so einen Speed-Drop kann ich nicht brauchen. Man trägt da schon ein Eisenschild. Der andere wird es auch Resistenz geben. Muss ich vielleicht mal gucken, wem ich den geben könnte. Eventuell auch Atlas, wenn der da jetzt so ausgeglichen war. Schattenschwert ist sowieso ein bisschen scheiße, aber Geschwindigkeit hat eh keinen drauf. Er könnte ein Rion-Schild tragen. Rein theoretisch. Angriff hätte... der Rion-Schild gibt Angriff drauf? Also gerade so eine eigene Klasse oder was? Hä? Nö, das ist der Schild. Gut, also in dem Fall 16 Angriffsspeed, er hat sowieso zu wenig, das spielt keine Rolle, aber dann nie doppeln wird. Verteidigung hoch, Ding hoch, okay. Interessant war, aber jetzt überlebt er vielleicht ein bisschen länger. Aber auch treffen wird, ist sowieso ein anderes Thema. Deswegen ist, glaube ich, das Schattenschwert bei ihm gar nicht mal so schlecht gewesen. Rion-Schild kann er trotzdem eigentlich jedem geben. Nur mal ganz kurz etwas testen. Das ist immer gleich. Gut, Speed wusste ich, dass er auch Stärke macht. Wäre auch eine Option für Valba, da rennt er mal ein bisschen Resistenz, wa? Bei ihm wollte es eigentlich mal mit dem Langspeer versuchen. So, ich bin doch wieder hier, wa? Ist das eine kluge Wahl? Das hat natürlich keiner den Langspeer. Komm, wisst ihr was? Es ist eigentlich scheißegal. Ich habe Angriff, Speed braucht eh keinen, Verteidigung aber wieder mehr, Resistenz aber wieder mehr. Was willst du mehr, wa? Was willst du mehr? Dean and Sonia are feared for their strength, even among Greeth's men. Dean, a master of the sword, is a flinty loner of a man. And Sonia is a deadly mage. Beautiful, though, if the rumors are true. They also say she was Regalian originally. Interessant, vielleicht kann noch was ganz anderes sein, wegen Magien und so. Und ich habe schon überlegt, von wegen neue Teammitglieder. Und dann fällt mir plötzlich auf, was macht eigentlich Bowie noch hier? Der kommt eh nicht mit, egal was passieren wird. So, ich mach's mal so, wa? Also aktuell würde ich recht sagen, die ersten 7 kommen, falls mal Team für 1 oder so, sind sicher meine besten Einheiten, kommen sicher mit. Jesse vielleicht auch, werden wir bald schon entdecken. Bowie eher weniger, also aber zu schlecht, vor allem Geschwindigkeit 4 auf Level 8, mein Gott. Atlas eventuell, Lian noch ein bisschen coole Status-Ups und so hat. Kamui, gut. So, aber haben wir schon viel zu viel gequatscht. Nächster Part, Freunde, werden wir uns einem von ihnen entgegenstellen, Dean oder Sonia. Da machen wir vielleicht ein bisschen ziemlich sicher per Zufall einfach mal ab und guck mal. Aber vermutlich einfach hier oben an, weil hier habe ich 2 als Gegner, das ist schon ziemlich übel. Jo, das ist ziemlich übel. Und alles weitere sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Hier bei Fire Emblem Echoes Shells of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde, trotz dieser grandiosen Überlänge und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.